Wir haben eine Abstimmung auf Insta gemacht, ob der Marc ins Wasser soll, nackt. Und es ist ja rausgekommen. Let's go! Es ist wieder mal passiert. Ein paar Kollegen und ich haben einen Roadtrip gemacht. Es hat das mal einfach einen kleinen Unterschied gegeben zu den letzten Roadtrips. Und zwar haben wir nicht ein modernes Auto gehabt, sondern ein VW T2-Büssli von 1977. Und das haben wir zuerst abholen. Der glänzt, Mann, der glänzt richtig, Alter. Ich würde sagen, der Rot, Alter. Der Rot finde ich am geilsten. Oh, so einen, Alter. So einen würde ich schon gerne mal driven. Es sind noch mega viel Space, Mann. Was sagst du? Ja, ich würde sagen, schießt mir richtig an, ich habe gar keinen Bock. Es ist, was hat ich gesagt, 1977. Ja. Hat etwa 40'000 Franken wert. Das heisst, dass man das uns schon mal anvertraut, ist natürlich ein nices Ding. Ja, das ist jetzt das Geld, das wir für das Placement bekommen, oder? Voll, 40'000 Stutz ist eigentlich wenig, aber... Alter, ich bin hyped, Mann. Ich bin gespannt, ob ich das noch fahren kann im Fall. Merci vielmals, gell? Merci euch, gell? Tschüss, mach's gut. Gute Fahrt. Oh, ist das Energy? Ich glaube, ja. Es ist Äpfelmost. Musik haben wir? Würde ich sagen, let's go, oder? Ja. Oh, Nicht so fest ziehen. das hätte sich noch nie im Leben angezogen. Also. Nice! Nein, nein. So, jetzt ist So sie ist angezogen? So ist sie nicht angezogen. Okay, warte, das musst So lernst du auch bei den Girls, oder? So, jetzt ist sie angezogen. Sie sind nicht angezogen. okay, jetzt müssen wir... Ich bin mir so nicht sicher, ob ich im ersten Gang bin. Zweiter Gang. Oh, sheesh! Alter, ich raff einfach nicht, Digga. Ich raff absolut nicht. Ja, Digga. Ich würde sagen, jetzt gibt's ein Roadie, Jetzt gibt's ein Roadie durch die Schweiz. Oh, Bremse. Oh, ist die Bremse schwer. Digga, tönt hure. Das klingt so ungesund. Das hat wirklich nicht so gesund. Ja. Ja, dann nach ein paar Startproblemen haben wir also das Büssli gehabt. Danke vielmals nochmal an The Photobus, die haben uns das Büssli gegeben gehabt. Mehr dazu aber am Schluss. Auf jeden Fall sind der Marc und ich dann abgefahren auf Luzern, haben dort einfach Sayan aufgelesen und sind dann zusammen mit ihm auf Lugano gefahren. Dort haben wir etwas gegessen gehabt und haben uns dann langsam für oben ein Schlafplätzchen gesucht und sind auf Monte Bre raufgefahren. Das ist so ein Berg neben Lugano. Nur die Strasse dort rauf ist nicht ganz so einfach zum Fahren. So, wir sind jetzt auf dem Mont Bre. Das ist neben Lugano. Und schaut mal die Street. Können wir schnell die Street filmen? Sehen wir überhaupt etwas? Nein. Kurz gefasst, wir müssen auf die Strasse rauffahren und sie schauen auf uns, dass das nicht passiert. Let's go. Und das Büssli muss im ersten Gang fahren. Das sind wir mal. Ja. Schau da, die Straße. Wir müssen absolut rennen, wie wieder hier filmen. Wie so ein Kinofilm, Alter. So, genau so ist es auch in den Kinofilmen. Wir werden hier gefilmt wie in einem Hollywood-Film, Alter. Gut, nachdem das Büssli dann auch etwa 10-mal abgeschmiert ist, sind wir dann zu oben auf dem Monte Bre angekommen und haben dort die Nacht verbracht. Okay. Ist es so? Ja, voll. Guten Morgen, wir haben mittlerweile schon 7:30 und wir sind vor einer Stunde aufgestanden und machen uns jetzt auf den Weg runter zum Sonnenaufgang catchen, der schon vorbei ist. Das Sonnenaufgang catchen, man kennt ihn, Alter. Ja, wir haben bei dieser wunderschönen Aussicht haben wir geschlafen. Muss schnell zum zeigen. Schönes Mätteli. Eben, wie gesagt, wir sind jetzt hier auf dem Mont Bre. Wir haben 7:30 Uhr morgen. Es war eigentlich recht warm sozusagen, weil ich lange Unterhosen und alles Zeug hatte. Also mega chillig. Hier sehen das Büssli nochmal. Was sagst du? Du hast schon Spass mit dem Sieg gegeben. Ja, mach mal. Oh, Alter, und ihr müsst mal schauen.
Let's go, Alter! Dude! Oh, jetzt habe ich gedacht, das zerstört den Wagen. Nee, Dude. Digga, ich sehe fast nichts, das ist weißt du wie vorhin. Hast du gesehen, wie nah du bei dem da gesehen bist? Ja, deswegen habe ich auch gebremst, man. Ich habe fast nichts gesehen. Digga, du hast mega bremst. Was? Hey, die Jungs, du musst fest abdrücken. Dann habe ich gedacht, du, der fährt jetzt in Mann. Yeah! Tell me again how this works. I'm in love, but it hurts. Mal schauen, wie so die Heizung anmacht. Ist einfach so. Und dann läuft sie. Let's go! Der Weg ist schon komplett lost. Risky Manöver da. Tell me again what you feel. I can't believe this is real. Hearts can be broken, but this is absurd. I'm getting crushed by the weight of your words. I am fragile, you are strong. This is hard to process. Oh! Oh, guten Tag. Was machen Sie denn da? Gerne. Jetzt musst du jede einzeln abschließen. So. 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 Zack. Approved. 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 Und was bist du? Ein Schlauch. Hab den Schnur, Digga. Noch sind wir alle zusammen in Lugano, zusammen in der Bäckerei zu Morgen essen. Also fast wie eine kleine Familie. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit gewesen, dort in Lugano. Dann haben wir alles wieder ins Auto reingepackt, ein bisschen aufgeräumt und sind dann auch schon weitergefahren zu der nächsten Destination. Und das war nämlich das Graubünden gewesen. Und für das sind wir dann über San Bernardino, also nicht über einen Pass, sondern durch einen Tunnel ins Graubünden gefahren, Richtung Chur und sind dann abgebogen Richtung Julienpass. Und auf dem Julienpass ist es dann Zeit gewesen, dass wir mal das Öl kontrollieren. Mit dem Büssel ist es so, dass man das Öl kontrollieren muss. Wir haben das jetzt schon lange nicht gemacht. Wir zeigen jetzt mal, wie das geht. Also es ist verdammt warm vom Fahren, Digga. Wir haben es. So. Aber jetzt kann man natürlich nicht ablesen, wenn wir gefahren sind. Da muss man putzen. Jetzt rausnehmen. So, jetzt sieht man hier gerade. Hey, bis oben, kann das sein? Das ist aber nicht gut, oder? Es kann gar nicht drüber sein, weil heute Morgen, als wir gemessen haben, ist es in der Hälfte gewesen. Das heisst, es kann jetzt gar nicht drüber sein. Es fühlt sich nicht von allein aufs Öl. Was? Wie ein Vollhorst, Alter! Wie verreckt habt ihr, Alter? Die sind alle auf der Straße gelegen verteilt. Boah, du Wichser! Du, das ist schon nicht verdammt kalt. Mal, es ist schon recht kalt. Schau mal, kannst du mir bitte schnell erklären, wie kalt du bist? Du siehst aus, als hättest du mega kalt. Ja, also ich muss sagen, ich fühle mich ja, ungefähr so wie am Nord- oder Südpol. Ich hätte gedacht, sogar noch im Büssli innen, aber ja, ich weiß nicht, es ist schon gerade sehr Aber kalt. es sieht so kalt aus, Digga.
Aber andererseits auch so yes. Wir haben eine Abstimmung auf Insta gemacht, ob der Marc ins Wasser soll, nackt. Und es ist ja rausgekommen. Let's go! Oh! Digga! Was? Wieso hast du dich noch umgedreht? Die hat es unzensiert können. Ist nice gewesen. Aber schau jetzt mal den Kopf an, ich weiß es nicht. Marc, jetzt. Ja, findest du auch noch? Aber langsam ins Auto. Dann haben wir langsam kalt. Sagt er mit der Eskimo-Jacke und er ist neben dran. Ganz gechillt, barfuß auf der Wiese. Und ich sitze schon wieder barfuß am Silvaplaner See. Ja, und dann ist es aber wirklich zu kalt geworden und dann sind wir schnell ins Büsli zurückgesäckelt, sind dann auf St. Moritz gefahren, in ein Restaurant gegangen, haben uns ein bisschen aufgewärmt, etwas Nices gegessen und sind dann weiter zum Starzersee gegangen. Jo, liebe Leute, wir sind hier aktuell am Starzersee oder auch Lei des Staats genannt. Und es hat einen mega geilen Steg. Der Cyan hat gesagt, er jumpt dort rein. Und wenn nicht, schneiden muss er einfach raus, dass ich das gesagt habe. Weil er ist Pussy. Wir haben jetzt Samstag oben, sind am Starzersee. Der Vibe ist wieder mal fett real. Hier ein kleiner nice See in der Nähe von St. Moritz. Welcher Steg ist es, wo man nice Pics machen kann? Der oder der? Der, wo wir jetzt gut drauflaufen. Bist du safe? Ja. Das ist doch so ein See, wo das Loch Ness daheim ist. Ja, ich hatte Das ist doch wirklich so ein See. Das könnte Ja, doch irgendwo Alter, rumschwimmen. Doch, ich mach's. Oh, ganz allein, Mutterseele allein in der Stratosphäre. Und ein bisschen. Ja, sie sagen wegen Bewilligung, ob wir eine Bewilligung haben. Und da vorne hat es Kameras und sonst kommen sie, dann müssen wir Bussen zahlen. Also Gehen wir lieber, Digga. Willst du vorne baden in St. Moritz, Digga? ja, ich denke schon. Es ist jetzt so, dass wir den Starzersee verloren, weil gerade eine Ära-Bruder von dem Restaurant hier hat uns gefragt, ob wir eine Bewilligung haben zum Hinterfahren. Haben wir gesagt, nein. Und anscheinend haben jetzt so Kameras, die schauen, ob Autos hinterfahren. Und die Polizei schaut recht genau hier in St. Moritz und dann fahren die hinter und geben uns einen fetten Bus. Und auf das haben wir natürlich nicht Bock. Darum verlassen wir jetzt den Ort einfach. Jo, Ein bisschen sad, aber wir sind da gewesen. Hey, sag, was hat der Dude genau dir gesagt da vorne? Ja, also eben, wir sollten da wegfahren, weil er weiss nicht genau. Also das kommen sehr wahrscheinlich Leute, die uns dann wegschicken und dann müssen wir Bussen zahlen und alles. Ob es wirklich Kameras gehabt würde ich jetzt bezweifeln im Nachhinein, aber wir sind auf jeden Fall weggegangen, weil wir haben doch nicht so Lust gehabt auf einen Bus, darum sind wir dann vorher gefahren zum See bei St. Moritz und dort ist der Cyan dann baden. Ich habe Lust im Wald. Merkst du, es regnet ganz fein? Ein bisschen, ja. Aber irgendwie... Ja, komm, das wird geil! Das wird geil! Go! Oh! Geil! Geht's, Dude? Oh! Hey, heftig! Ja, man sieht es ein bisschen. Zu denen ist St. Moritz, da oben sind sie am Skifahren. Auf jeden Fall big Respekt für Cyan und den Marc's Mission, dass sie dort in die See sind baden. Lasst doch mal ein Like da, nur weil die das gemacht haben. Auf jeden Fall ist dann langsam oben geworden und wir haben das Graubünden verloren und sind dann Richtung Bodensee gefahren. Auf dem Weg zum Bodensee sind wir noch schnell in Vaduz vorbeigegangen. Hier sehen ihr die Bilder, das sind die einzigen Bilder, darum sind die Aufnahmen auch so schlecht. Und dann am Bodensee haben wir dann ein Schlafplätzchen gesucht. Nur sind wir leider ganz ein bisschen in Schlamm gefahren und haben das Büsli müssen retten. Dann die Waage eigentlich. Wir haben es geschafft! Oh, da stinkt es nach Scheiße, Digga! Oh. So, ja. Jo. Raumodus. Sonntag, morgen ist jetzt. Wir haben so einen Parkplatz gelaufen, ich weiß nicht mehr. Wir gesagt absolut nicht, wie die Scheiben angelaufen sind. Auf jeden Fall haben wir den Marc's Mission verloren. Wir sind nur noch 3. Hey, Digga, gebt euch mal das Chaos da hinten. Seht ihr das? Man sieht wirklich absolut auf der Kamera nicht, wie fest das Chaos ist. Das ist mein Problem. Sieht man das? Das wär's mal von dem Update. Oha. Oh, ist das kalt im Rücken. Shit.
Also los, fahren wir vor. Okay. Oh yeah! Oh yeah. Temperatur? Heizung? Heizung läuft! Skü, skü. Nice! Ach kommt! Ah, wie random! Ah, hallo! Das erste Mal! So eine Legende, Digga. I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard. I'm out of breath. Oh, nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running in circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. But in the dark, it's starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together. I'll be here for you. Das muss geputzt werden. Ja, und dann war das Büsschen wieder sauber gewesen, was natürlich auch bedeutet hat für uns, dass der Roadtrip fertig ist. Wir haben das Büsschen wieder zurückgebracht auf Wetzingen, wo wir es geholt haben. Wirklich messi vielmal an Mark Galaxy, an Mark's Mission und an Design, dass sie dabei sind. Messi vielmal an den Fotobus, der uns das übel nice VET 2 Büsschen zur Verfügung gestellt hat. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass man das uns anvertraut. Aber es ist ein mega nice Roadtrip gewesen. Wir haben mega viele dumme Sachen erlebt. Wir haben so viele nice Sachen erlebt. Merci vielmals, dass ihr das lange Video geschaut habt. Gebt ein Like, lasst ein Abo da, vielleicht die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Roadtrip. Tell me again how this works.